Heute ich gehe jetzt zum Coiffeur und nehme euch natürlich mit, wie ihr seht. Ja, es deutlich nachher mal wieder ein bisschen blondieren und nachher zeige ich euch noch, was ich so für Produkte brauche, um meine strapazierten, gebleichten Haare ein bisschen zu pflegen. Wir sehen uns gerade nachher wieder. So, wir haben jetzt hier ein bisschen geschnitten, es ist ein bisschen kürzer, etwa so ein Stück. Und als nächstes tun wir den hier bleichen und dann kommt noch eine Blondierungswäsche drauf, oder? Nein, Tönung. Eine Tönung. Und nachher geht es dann nochmal weiter mit noch etwas anderem. Ich zeige euch es. So, wir haben jetzt mal noch etwas Neues ausprobiert. Du hast es, glaube ich, selber noch nie gemacht, oder, Liebe? Ja. Wir haben irgendwie noch ein bisschen Violett drin gemischt. Das ist jetzt aufhellende Farbe, gell? Und dort haben wir jetzt noch Violett drin gemischt. Und jetzt, wir sind beide sehr, sehr gespannt, wie das dann rauskommt. Bis jetzt sieht es auch schon sehr witzig aus. Hallo zusammen, so, ich bin jetzt retour vom Coiffeur. Also eigentlich sind mir schon 2 Wochen vergangen. Sieht man auch, es ist ein bisschen nachgewachsen, meine Haare schon. Und ich habe es außerdem 2-mal gewaschen. Ja, fragt mich nicht warum, ich komme später dazu. Ja, und so sieht die Farbe jetzt nach 2-mal Waschen aus. Vorher war sie ein bisschen violetter, noch, vor allem am Ansatz. Hat man es noch halt stärker gesehen, aber das ist ja ganz normal. Das wissen alle, die die Haare schon mal gefärbt oder getönt haben. Also vor allem tönt, dass sich die Haarfarbe einfach noch recht schnell am Anfang ein bisschen rauswäscht und dann aber eigentlich ziemlich schnell eine Farbe annimmt, die sie länger ein bisschen konstant auch ist. Und das ist bei mir jetzt so das Endergebnis mit so einem lila Silber-Touch. Eigentlich mega cool. Man hätte nicht gedacht, dass es so geil rauskommt. Ich finde es mega. Ich werde sogar wahrscheinlich effektiv meine Haare mit Directions mal noch ein bisschen nachher violetten, wo es mir hure gefallen hat. So, und ich habe euch jetzt versprochen, euch noch zu sagen, was ich eigentlich für meine Haare auch so für Produkte verwende, weil ich weiß nicht, ich glaube seit ich 8 bin oder so, tue ich glaube meine Haare tönen und später habe ich auch angefangen so zu färben, weil ich meine Naturhaarfarbe einfach mega hasse, so ein grusiges Müsli-Grau ist irgendwie. Und ja, vor sehr langer Zeit schon habe ich angefangen, meine Haare regelmäßig zu bleichen oder zu färben. Und das braucht natürlich mehr Pflege als normalerweise, wenn man seine Naturhaare hat, sage ich jetzt einmal. Und ja, gerade bleichen ist ja sehr schädlich eigentlich für die Haare. Und ja, meine Haare sind immer sehr gepflegt, sage ich jetzt einmal. Was natürlich auch daran liegt, dass ich sehr gerne, wirklich regelmässig die Spitzen abschneide. Sie sind ein bisschen kürzer geworden, etwa so viel. Ja, also das ist immer ganz wichtig, Spitzen schneiden. Das macht so wahnsinnig viel aus, dass die Haare einfach gesund aussehen und ja, auch glatt und super. Ja, super, also ja, das lässt sich jetzt ein bisschen streiten. Ich muss es definitiv wieder waschen. Aber das sind 2 Punkte, die ich ansprechen will. Die Haare dürfen einfach nicht so oft gewaschen werden, wenn man sie frisch bleicht hat. Das ist der natürliche Talg, den die Haare bilden, also die Kopfhaut bilden, der einfach wahnsinnig wichtig ist, um die Haare wieder ein bisschen zu regenerieren. Jetzt stellt euch vor, ihr habt mega ausgetrocknete Haare vom Bleichen und jetzt wäscht ihr es dann noch jeden 1 oder 2 Tage. Also das trocknet Haar noch mehr aus. Also der natürliche Talg, den der Kopf produziert, ist eigentlich sehr gut, um wieder ein bisschen Feuchtigkeit in die Haare zu bringen und die Haare, die so geschädigt sind, wieder ein bisschen aufzubauen. Zusätzlich zu dem unterstütze ich sie noch mit Produkten unterstützen, ganz klar. Das ist schon alle parat, das sind nicht wenig. Vielleicht noch schnell zum Föhnen, bevor ich mit dem Produkt selber anfange. Ich föhne meine Haare nur ganz kurz. Ich lasse eigentlich mehr oder weniger die Luft trocknen und dann, um wirklich noch so ein bisschen Struktur in die Haare zu bringen, um sie noch ein bisschen zu glätten, tue ich sie dann auf so halbwarm föhnen. Also nicht heiß, aber ja, so ein bisschen warm. Aber nur ein paar Minuten. Und bevor ich sie föhne, tue ich das hier rein. Das ist ein Schutzspray, ein Hitzespray von Elnet Deluxe, genau. Das ist das hier. Das kommt bei mir immer rein. Stärke glatt 3 Tage, ja.
ist mir das eigentlich gleich. Hitzeschutztechnologie, Schutz für Friss- und Feuchtigkeit, starke Haut. Also ich habe das irgendwie mal aufgelesen im Müller und seither brauche ich das. Also es ist jetzt die zweite Gutter, da bin ich sehr zufrieden damit. Das tue ich auf jeden Fall rein, wo es eben auch schützt, nicht nur vor Föhn, sondern im Sommer halt dann auch vor Sonne. Jetzt kommen wir aber zum Waschen an sich, und zwar, was die Shampoos betrifft. Ja, also es ist im Fall keine Ghoul-Werbung, nur so. Ich liebe einfach Ghoul. Ich habe einfach die Marke für mich entdeckt und also es ist einfach, ja, als ich Teenie war, mit meiner Mama, wir haben die schon immer gebraucht. Dann zwischenzeitlich ist mal gar nie gekommen und ich habe die für mich wieder entdeckt. Ich finde einfach, das sind die geilsten Shampoos und Pflegeprodukte, die es gibt. Sorry, also ich liebe Ghoul. Darum, es ist sehr viel von Ghoul, ihr werdet es noch sehen. Also das hier, Feuchtigkeitsaufbau, Shampoo für trockenes, sprödes und strapaziertes Haar mit Kurkuma und Öl. Das ist auf jeden Fall etwas, das ich wirklich brauche, sobald, also kurz habe ich vom Coiffeur bekommen, also mehrere Mal, bis ich wirklich das Gefühl habe, so, jetzt sind meine Haare wieder einigermaßen kräftig und haben wieder so den ursprünglichen Schwung und sind nicht mehr so hure ausgetrocknet. Feuchtigkeitsaufbau, ganz, ganz wichtig, gerade nach dem Bleichen. Und das hier, das ist Silberglanzpflege, also es ist auch ein Shampoo für für graues, ja, silbrig-grau, ist fast das gleiche. Oder blondes Haar mit Noni und Öl, also das Blümchen, das Noni. Und das sieht man, das ist auch violett. Ich habe es nicht nur gekauft, weil es violett ist. Und das ist natürlich, das lässt die Haare, wenn man sie bleicht hat, nicht wieder den gelblichen Stich annehmen, sondern behaltet sie noch ein bisschen länger so ein bisschen silbrig. Also es macht die Haare nicht lila. Für das muss man wirklich tönen. Aber es lässt sie so ein bisschen silbrig und nicht sofort das Kanariengelb wieder. Dann als Pflege liebe ich einfach auch wieder von Ghoul das hier. Das ist Anti-Gelbstich-Kur. Ich glaube, es ist eigentlich eine Kur, aber ich brauche es einfach ganz normal als Pflegespüli und lasse es dann aber wirklich lange einwirken. Also wirklich etwa zwischen 3 und 5 Minuten, je nachdem wie viel Stress ich habe, wie schnell es muss gehen. Und das ist auch wieder mit Noni und Öl, also das ist eigentlich das Gegenstück zum Shampoo. Und das brauche ich wirklich eigentlich fast immer, weil es einfach auch den Haaren wahnsinnig gut tut. Und wenn ich das mal nicht brauche, dann verwende ich das hier. Das ist ein Renewing, also ich habe das in San Francisco gekauft, darum ist alles so englisch. Es gibt es mittlerweile aber auch in der Schweiz, oh, das ist recht dreckig, ja. Habe ich eben halt schon sehr lange, darum ist es ein bisschen verkauft. Mit Arganöl von Marokko. Das ist ein Conditioner und den liebe ich also wirklich sehr. Ich finde den super, aber eher so abwechslungsweise halt zu dem hier. Also nicht jedes Mal, sondern vielleicht jedes 4., 5. Mal brauche ich den. Nachher, wenn ich zur Dusche auskomme, meine Haare schon ein bisschen angetrocknet sind, luftgetrocknet, bevor ich irgendetwas anderes mache, tue ich dann das hier rein. Das ist von Migros, I Am Haarspitzenfluid. Ich habe schon mehrere Haarspitzenfluid ausprobiert, also auch von Müller und Pipapo, und das ist einfach mit Abstand das Geilste. Also das tut so gut. Früher noch, das weiss ich noch genau, war es mal mit Traubenkehröl gewesen. Was jetzt ist, weiss ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall genial. Man braucht wirklich nur wenig, so 1, 2 Pumpen, je nachdem wie viel Haar das man hat. Und dann macht das die Spitze eigentlich wirklich wahnsinnig glatt und knarrt. Und das tue ich rein, weil sie noch leicht feucht sind. Und zwar wirklich bevor ich sie strahle und auch bevor ich sie föhne. Also eigentlich auch so ein bisschen wie das hier. Genau, und wenn dann die Haare mit diesem Produkt so ein bisschen fein gemacht sind, dass ich halt so gut durchbürsten kann, dann bürste ich sie mit diesen 2 Sachen. Also der hier auf jeden Fall einfach zuerst mal für grob. Ich liebe den, das ist so ein Angel Tangle Teaser oder so von House of Makeup. Wenn ich ihn noch finde und wenn es ihn noch gibt, kann ich ihn noch unter in der Infobox verlinken. Und sonst bin ich wahnsinnig Fan von einem Kamm. Ich finde, also sicher mal zum Scheitel ziehen hier, aber ich finde auch, einfach, man kann so fein, viel feiner durch die Haare kämmen, als wenn man einfach so eine riesige Bürste hat. Und ich nehme den auch mega gerne einfach mal mit, wenn ich neu hergehe, dann passiert die Handtasche. Und die Haare kann man wirklich mega schön
glatt machen. Ich brauche noch gerne zum Föhnen. Ich soll zum Längziehen oder also mit dem Glätteisen. Wenn ich ab und zu, wenn ich ausgehe oder so, tue ich noch die Haare glätten und dann tue ich wirklich mit dem Kamm hier und dann Glätteisen drüber, dass es alles schön glatt ist. Und das war jetzt unabsichtlich, aber es hat so gut ausgesehen. So, und last but not least, und ja, es sind tatsächlich sehr viele Produkte, ich weiss, aber das sind wirklich die ich so regelmässig brauche. Was noch als nächstes dazukommt, ist das hier auch wieder von Ghoul. Das ist so ein 2-Phasen-Ding, das muss man gut schütteln, bevor man es braucht. Das ist eine intensiv Sprühkur, ohne Ausspülen. Also, wenn ich finde, meine Haare sind irgendwie mal mega trocken, dann tue ich, oder irgendwie sind sie verformt oder so, dann tue ich wirklich von dem aufsprühen und dann nochmal durchbürsten. Dann werden sie wieder ein bisschen glatt. Und vor allem ist es auch wieder wahnsinnig gut, eben wenn sie frisch bleichen sind, weil sie eben, oder gefärbt allgemein, weil sie halt einfach die Haare wieder ein bisschen, ja, weil sie wieder ein bisschen nähren und halt Feuchtigkeit zurückgeben. Und das ist das Gleiche wie das Shampoo. Also, ja, auch wieder mit dem gleichen Inhalt. Und wenn ich das Gefühl habe, meine Haare fehlt so ein bisschen der Glanz oder sie sind irgendwie matt oder stumpf oder keine Ahnung was, dann tue ich sehr gerne von dem hier rein. Das habe ich dann auch von San Francisco mitgenommen. Das ist mit Kukuiöl, so ein Anti-Frizz und Glanzspray. Also ich weiß nicht, was sie sich überlegt haben. Dings, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Das Schläuchchen da innen, das macht so einen Bogen und geht hier wieder rauf. Keine Ahnung, aber ja. Auf jeden Fall, es gibt es mittlerweile auch im Müller. Und was ich hure geil finde, das kann ich einfach nachkaufen. Und das macht Haar schön glänzig wieder. Was natürlich eben auch, wenn man... Also ja, und es befeuchtet natürlich auch. Es ist natürlich geil, eben, wenn man wieder so ein bisschen frisselige Haare hat. Eben gerade vom Föhnen, was natürlich immer kommt, wenn man es schnell muss... Also es gibt immer noch Tage, wo man die Haare wirklich muss föhnen, wo es einem gar nicht anders übrig bleibt, wo man keine Zeit hat. Und dann brauche ich eben zum Beispiel das ganz am Schluss nochmal, um die Haare schön zu glätten. So. Ja, das war es mit meinen Haarstyling-Produkten, sage ich jetzt fast. Ah ja, übrigens, ich brauche nie, aber wirklich nie Haarspray. Haarspray ist einfach so der Tod, wenn man schon trockene Haare hat. Das ist wirklich so der Tod für die Haare. Genau. That's it. Das war es. Es ist ein sehr langes Video geworden. Es tut mir mega leid. Ja, das sind meine Haarpflegeprodukte, die ich wirklich regelmäßig brauche. Ich weiss, es sind viel. Ich gebe unglaublich viel Geld aus, auch. Also im Verhältnis zum Rest für Haarpflegeprodukte. Aber dafür lohnt es sich auch, weil die Haare sind halt einfach etwas, das wahnsinnig schnell so ein bisschen Eindruck hinterlässt. Ja, und ich wechsle halt meine Haarfarbe auch sehr oft. Ich weiss. Ja, das ist so ein Ding. Ja, auf jeden Fall schreibt doch mir mal in die Kommentare, was ihr so... Also was ist so euer Lieblingshaarpflegeprodukt? Braucht ihr auch so viel wie ich? Oder habt ihr irgendwie so einfach nur ein Shampoo und ein Pflegespülung und that's it? Und tut es überhaupt nicht föhnen, nur Luft dran trocknen? Was sind so eure kleinen Tricks, um das Haar schön und ja, kräftig, sage ich jetzt mal, bleiben? Oder nach dem Bleichen, was braucht ihr gerne für Produkte, damit die Haare wieder ein bisschen gepflegter wirken? Und ja, dann würde ich mich an dieser Stelle verabschieden und wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Und bis zum nächsten Freitag. Tschüss zusammen!